Schöne gute Morgen, die Damen und Herren von der Presse. Schöne gute Morgen auch all den Leuten, die aus von daheim oder von so aus nur gucken, nur lauschen. Ja, wir stehen Ende von einem Dach außergewöhnlichen Schuljahr, das alles aufverlangt hat. Wo wir uns immer nicht neu müssen abstellen, wo wir improvisiert haben, wo wir organisiert haben, wo wir für allem auf das Engagement von ganz vielen Leuten konnten zählen. Und dafür wird alle ein große Merci an schon Schülerinnen, die konzerniert waren durch die Turbulenzen an der Schule, die durch die Covid-19 verursacht wurden. Merci für die Geduld, merci für das Verständnis, merci aber auch für das Vertrauen, was da entgegengebracht hat. Ja, merci an alle Schüler und alle Eltern und alle Enseignants und alle Educateurs und Schülerinnen, die mehr oder minder touchiert waren durch das Dach ganz ernst Schuljahr. Wir haben am Laufe von den letzten Monaten immer neu müssen aufweihen. Wir haben neue Informationen über die Covid-19 gekriegt. Wir haben Erfahrungen gesammelt aus dem Ausland, aber auch als eigene Erfahrungen von heim. Wir sind vorsichtig vorgegangen. Wir sind schrittweise vorgegangen, und wir haben uns Zeit geholt, auch zu lehren. Ihr wisst, dass wir vom 16. März an gar keine Schule mehr hatten an der Schule. Ihr wisst, dass wir die ersten Schüler, aber ganz punktuell den 20. April zurück an die Schule geholt haben, nämlich da, wo wir Gefühl hatten, dass wir sie sonst komplett verlieren, dass wir den 4. Mai die Schülerinnen und Schüler von den Aufschlussklassen zurück an die Schule kommen gelos, von den 11. Mai dann die anderen Schülerinnen und Schüler vom Sekundär, der 25. Mai den Enseignement fondamental, bis dahin noch just mit halbe Klassen eng Woche über die anderen. Und dann den 29. Juni haben wir die berühmten RAB-Wochen nächste Summen gelöscht. Wir haben also 2,5 Monate Zeit gelos für direkt mit ganze Klassen an die Schule zu kommen. Wir haben also auch Zeit gelos für eben zu lehren, mit dem Virus zu leben und zu lehren, mit dem Virus auch Schule zu halten, Schule zu organisieren, Schule sicher können zu machen. Und auch heute lehren wir bei. Es gibt kein Beispiel für so eine ähnliche Situation aus dem Ausland. Es gibt keine Erfahrung, auf die wir können zurückgreifen. Wir betreten eigentlich mit allen Schritten, die wir hier machen, neu Land zu Lützeburg und noch so an der Welt. Und wir gucken natürlich auch permanent mit großer Spannung, ob das was andere Länder, andere Schulsysteme, andere Bildungssysteme machen. Wir haben uns am Laufe der letzten 3 Monate immer und 3 klaren Prinzipien orientiert. Das erste, das war die Sicherheit und Gesundheit von jedem. Das zweite, so viel Bildung zu ermöglichen, wie das irgendwie möglich ist an den restriktiven sanitären Konditionen. Und das dritte Prinzip, das war gleichwertig Bildungschancen, gleichwertige Schulzeit, auch jedem, all Kant, all Jungen können zu bieten, für eben dass trotz dem Covid-19 wir für jeden fair Bildungschancen könnten garantieren. Aber wenn wir ein bisschen vergleichen mit der Situation an anderen Ländern, dann denken ich, da können wir hoffentlich sein, ob das, was wir zusammen fertig spricht, haben andere Länder da also so, dass Schüler just freiwillig an die Schule gegangen sind. Andere Länder war es so, dass just Aufschlussklassen zurückgerufen werden, just Übergangsklassen, dass vielleicht mal just an den deutschen Bundesländern ausgesucht gehen, die Ambition gibt es darüber limitieren, für nach just Einzelschüler mal zu ermöglichen, pur schuldig zurück an die Schule zu kreieren, da sind wir Vakanz. Und ich denke, dass wir hier wirklich die Summe ganz viel erreicht haben, an dem wir eben alle Schüler gleichermaßen konnten von der Erbe der Schule profitieren. So wie wir auch können darauf aufrichtig sind, meine ich, ob eine vollwertige Prämie, die man konnte garantieren für alle Primärer. An den letzten Tagen sind ja Diplomüberreichungen, wo man auch in andere Konditionen den Schülerinnen und Schülern Diplome mit auf den Weg gehen, ihnen Adi so und ihnen dir abstoßen an einen neuen Lebensabschnitt, wo man aber auch merken, dass man
Diplom-Iwerrichtung können assurieren, dat man nees auch zu so viel können zu Summe kommen, an dat man dodech och nese neid Stecknormalität können errechen. Es ist wirklich mens froh, dat ja all Lisse drop gehalen huet, eben auch das zu eng Diplom-Iwerrichtung zu machen. So wie ich froh drop sind, dat man fest bei eiser Position bliebe sinn, dat man eng Premier wollen Matexamen hunn, eng Premier wollen hunn, die eng fair Chancen och nach no an den letzte Woche gin huet fir seg Moyen zu verbessern. Dat huet dazu gefeiert, dat den Premiersdiplom vun dësem Joer grad soviel wert ass wie an all den Joren fir Drun. Dat huet dazu gefauerert, dat Premier vun dësem Joer auch grad soviel wert ass wie an all denen andere Joren donno. Resultater werden wir an den nächsten Deeg können publizeieren, kann ich aber schon so, dat se liicht besser sind wie die Joren fir Drun, aber kein deitlichen Unterschied do zu vermerken ass. Erlaubt mir aber auch ein kurze Parenthese zu machen zu denen positive COVID-19-Fälle, die wie gesagt wird, an den Schulen sind. Ich ging einfach mal ein kleines Gedankenexperiment und den Anfang stellen. Ich gehe mal davon heraus, dass ungefähr 60% von den Leuten, die heute zu Lützeburg positiv getestet gehen, dass die den Führerschein haben. So man dann lo, dass Autofahren gefährlich ist, dass den sich beim Autofahren am Auto kann ausstechen. Natürlich nicht. Ich gehe mal davon heraus, dass ein guter Teil von denen positiv Getesteten auch Zeitungsleser sind. Ich gehe aber auch fest davon heraus, dass keine Sprachsurgen zu machen, wenn durch Zeitung bleibt, dass wir mit COVID-19 infiziert zu gehen. Wir können auch davon herausgehen, dass ein guter Teil von denen, die an den letzten Woche positiv getestet wurden, an denen Woche für drin, ob man an den Restaurant gucken gegangen sind. Aber es wird sicherlich nicht so sein, dass der Restaurantbesuch darunter schuld ist, dass sie da noch positiv sind. Und selber denke ich, also auch so bei denen Jungen, die positiv getestet sind, ja, ein guter Teil davon als Schüler, aber das will auch noch lange nicht heißen, dass die Schule darunter schuld ist. 19% von denen Infizierten heute zu Lützeburg für den Alter zwischen 0 und 19 Jahren. Wenn man nach die Schulen, die vielleicht unter 4 Jahren nicht an die Schule gehen, an die an einem gewissen Alter dann auch vielleicht schon nicht mehr an die Schule gehen, dann ist es evident, dass dann von denen 19% natürlich auch einen ganz großen Teil Schülerinnen und Schüler sind. Wir kriegen auch regelmäßig eine ganze Reihe von Informationen am Fall von positiven Testungen aus den Schulen, aus den Bildungsstrukturen. Die müssen aber auch nicht komplett sein, weil das, ja, wir froh schon all der no, wir auch den Direktor, auch den Enseignant wissen nicht immer alles an dem doten Fall. Ich will aber auch nicht vielen Teile, was wir wissen. Er wird als an unseren internen Recherchen an den Schulen no gedrohen gehen ass am Enseignement fundamental, also so, dass man 30 Schüler hun die positiv getestet gehen wären, dass man 4 Enseignants respektive Edukateuren noch Personal von der Maison Relais hun, die positiv wären, dass 20 von denen 157 Schulen dummer da touchiert werden, die 30 Schüler, die 4 professionell delen sich also 20 von denen 157 Schulen op, an dass man 15 Klassen an Quarantäne hätten, wobei bei der Quarantäne muss man wissen, dass da doch ganz schnell kann ändern, da kann man lang dabei kommen, die kann dann aber ganz schnell abgehoben gehen. Am Enseignement Sekundär haben wir auch 30 Schüler von die positiv getestet goufen. 3 Enseignants sind an demselben Fall. Hier sind 13 Lyceen von 37 Lyceen betroffen, 12 Klassen sind in Quarantäne laut unseren Informationen. Das heißt aber gleichzeitig auch, dass 161 von den 194 Schulen ohne positiv COVID-19-Fälle sind. Das heißt auch, dass man 60 Kenntnisse haben von 60 COVID-19-positiven Schüler und Schülerinnen von quasi 90.000 Schüler insgesamt. Und ich denke, dass das aber auch eine Reinkehr weist,
wie weit muss gehen, wie viele Schüler muss begegnen, bis dann aber auch ein positiv dabei erkennt sind. Insgesamt haben wir 27 Klassen, die von einer Quarantäne betroffen sind. Das von 6.402 Klassen am Enseignement fundamental, am Enseignement sekundär. Also auch das Phänomen op der enger Seite Quarantänen, die sicherlich Perturbationen bringen an Schul, an die Organisation von den Schulen heran, Perturbationen bringen auch mal an Privatleben von den Leuten heran, aber par rapport zu der gesamten Schülerzahl, zu der gesamten Zahl von Klassen, die wir an unseren Schulen haben, aber noch immer überschaubar ist. Das ist also ganz normal, dass weil Junker kann er positiv getestet gehen, dat auch dummer der Schüler positiv getestet gehen froh als also net ob Schüler positiv als weil sie sind net selbstverständlich so wie all einer Alterskategorie et auch erst froh ob dem Reis heim muss konzentrieren als ob een an der Schule ugestach geht ob der Virus sich über Schul verbret. Ich erinnere nach ein Kehr do und Decisionen am März, die man geholt, da haben wir die Schulen zugemacht, weil wir gefährdet haben, der Virus gibt sich ganz massiv über die Schulen verbreiten, weil man Kenntnisse hatte von anderen Viren, wo das der Fall ist. Aber bislang wir aber feststellen, dass das für die Covid-19 sich ganz ernst das verhält. Wir müssen also, wenn wir eine seriöse und eine faktenbasierte Diskussion wollen, auch über Positivfälle an den Schulen führen, da froh no gehen, ob der Virus iwwer d'Schoul an der Schoul sech weiter verbreet. Biselo hummer keen Fall net an enger Grundschchoul, net an engem Lycée, wo klar dokumentéiert ass, dat en Kant en Schüler sech an der Schoul infizeiert het. Och die lächt 2 Wochen net, wo man mat ganze Klassen geschafft hunn an dat och net bei denen ja awer deitlich méhégen Fallzuelen, de man an den letzten 2 Wochen gemeldet kreieren. Et gëtt 2 Fälle, wo eiser Kenntnis no en Dut besteht. Fir wat en Dut, dat ass net immer so ganz klar zu dokumentieren. Wann zum Beispiel 2 oder 3 Schüler positiv getestet gin aus enger Klasse, kann het natierlich so sinn, dat dech an der Schule, an der Klasse, Schulhaft, weh fir an Schule begéint sinn an et do zu enger Infektion kommen sind. Dat könne man net ausschließen. Wenn wir aber dann hören, dass dieselbe Schülerinnen oder Schüler zu summen op enger Pyjamasparty wären, dann ass het och net mé do so sicher, wo se sech dann ugestach hunn, a wo dat net der Fall kann gewircht sinn. Wie gesot, man hunn 2 Fälle, wo man so dut hunn, an all die Äner hummer keng Informationen firleiien, dat et irgendwech kennt iwwer d'Schoul geschitt sinn. Dat ass auch nicht so einfach festzustellen. Ich denke, das hätten wir jetzt schon lange viel besser dokumentiert. Und dafür muss man ja viel mehr genau hingucken. Ich gehe nicht erinnert. Ein Beispiel: Ein Jungen von 17 Jahren, den stößt sich daheim un. Das ist übrigens der gängigste Muster, den wir herumfahren, wenn wir als Recherchen machen, da den sich daheim am Privaten unstößt. Die Schüler huet 17 Jahre, also e Jungen huet 17 Jahre, wann der Schüler ass. Stellen wir dann direkt froh, ja, dat machen wir zum Deel op d'Schoul. De Problem du ass, wann mat 17 Jahre auch schon schaffe geht, dat kennt och Sinn. Stellen wir dann froh, ob derbecht de Problem ass eng Erbesplatz, sei Betrieb, de Wefir op derbecht de Problem ass, wann er noch Fußball spielt, stellen wir dann mal froh, ob der Sport net sicher wäre, wat so man da wann Schach geif spielen. Ich will dat Beispiel net weiter op spitz treiben, dem Muster, dem mir herauslesen, dat ass eben, dat den Schüler sech daheim am private Bereich ustierchen, mit dat man keng Fall hun op jeden Fall kein belöschte Fall, wo dat an der Schulen, an der Scouten, am Sportverein, an der Musikschule oder auf vielen anderen Plätzen der Fall het sollen sinn. Wir hunn hai denken an der Dokumentation, wie momentan nach geschieht an zum Deel auch wieder an der Öffentlichkeit durchgestalt gëtt. An sinn dat also eng Autokritik, die ich do auch und Eis als Regierung üben, wo man müssen dr schaffen. Wir hun momentan eng ganz statistisch orientiert Approsch, wo en nur statistischen Kategorien probéiert, die Positivfälle anzudeelen. An der gëtt do eng statistische Kategorie, die hecht dann Schüler an doraus direkt auflädt, da die Konklusionen kennt daraus zeigen.
Wir brauchen aber, denken ich, für wirklich Konklusionen zu ziehen, für wirklich auch zu lehren, am Virus zu leben, für wirklich auch richtig zu intervenieren, auch wirklich für Sicherheit können zu sorgen, an der Schule, auf der Arbeit, in der Freizeit, daheim, wo immer, ein echter analytisch Approach, wo man da froh no gehen, wo stöcht ihn sich bei welcher Aktivität stöcht ihn sich bei welchem Verhalten, mit welchem Verhalten stöcht ihn sich a wien stöcht wien. Also nicht, wo ich schaffe oder an Schule geht oder was für ein Hobby ihn gerade möchte, mehr wo a wie es zu einer Infektion konnte kommen. Wir haben an den letzten Wochen genug detaillierte Fälle können sammeln und ich denke, dass im Moment doch kommst du eine detaillierte Analyse darüber zu machen, auch en vue von der nächsten Schulrentrée am September. Und schon die wissenschaftliche Taskforce von Research Luxemburg, die sich schon mit Covid-19 beschäftigt, chargiert, sich der Aufgabe da zu holen, einen unabhängigen Blick von außen, ob die dort froh zu werfen, weil nicht jeder, und das verstehe ich ganz gut, lebt mir, wenn ich so keine Kenntnisse von Infektionen an den Schulen. Das also so, wie wenn der Restaurantsbesitzer gibt, so in sein Restaurant als sicher, dass also wenn ein anderer Patron gibt, so kommt bei mir schaffen, hier ist alles sicher. Ich hätte gern, dass wir den Blick da von außen kriegen und dass wir der froh da gehen, dass wir das schwarz auf weiß dokumentieren. Das sind wir, denke ich, die Schüler, den Enseignants und den Älteren Schüler, und ich denke, das brauchen wir auch für wirklich gut Decisionen können zu holen, wie wir die nächste Rentrée planen. Wir brauchen also mehr Informationen, wir brauchen auch einen anderen Prozentsatz von den positiven Fällen, die an der Suite von Quarantänen dann auch getestet werden, für festzustellen, als es an dem direkten Umfeld, zum Beispiel an der Schule oder als es an dem direkten Umfeld am privaten Leben von einem jungen Mensch, wo eine Infektion stattgefunden hat. Man muss über die toten Informationen herausfinden, was Verbreitungswehr vom Covid-19 sind. Wenn wir die Informationen haben, können wir mehr gezielt intervenieren. Sonst fährt nicht zehnmal die falschen Konklusionen daraus. Und ich will hier just noch den Dr. Pauli, Pädiater, zitieren, den Samstag Radio gesagt hat, dass gewisse Kanner sich wohl echter geben ausstechen, wenn sie nicht an die Schule gehen, weil sie dann gerade zu der Zeit eine Aktivität geben machen, wo sie mit einem großen Risiko ausgesetzt wären und eben nicht an einem geregelten Setting wären, wie aber die Schule ist, wo wir weiterhin auch hohe Sicherheitsstandards und Hygienestandards haben. Wir brauchen die Informationen, wir brauchen die Analyse für die nächste Rentrée zu planen, für Schule so normal wie möglich zu machen, für Schulen, aber auch so sicher wie möglich zu machen für Schüler und Enseignants. Und Gesundheit ist dabei wichtig, die Covid-19 zu bremsen, ist dabei wichtig, mehr Schule und Bildung ist auch wichtig. Und dafür muss man genau gucken und dafür muss man auch hier einkehr ganz genau aufweihen, für alles zu machen, für die Sicherheit und die Gesundheit von all den Akteuren so gut wie möglich zu garantieren. Wir aber gleichzeitig zu gucken, dass das Recht auf Bildung nicht zu kurz kommt, auch an einem Moment, wo wir an einer globalen Pandemie sind. Man muss also hier zwischen den sanitären Aspekten, an der Verbreitung vom Virus auf der einen Seite, an auch dem Recht auf Bildung auf der anderen Seite permanent aufweihen. Und das ist das, was wir in den letzten Wochen gemacht haben. Und das muss man auch machen. Ich hoffe, mit mehr Informationen aufgrund von so einer Analyse, auch am Hinblick auf die nächste Rentrée. Man muss uns aber auch vorstellen, was brauchen uns Kanner wirklich? Sie brauchen Schule, sie brauchen Sozialkontakte, sie brauchen ihr Hobbyen, sie brauchen den Sport, Musik, Scouten und andere, sie brauchen hier eigene Erfahrungen können zu machen, sie brauchen hier Bewegung, sie brauchen den Freiraum, alles das brauchen Jungen für seine starke Kann und seine starke Jungen zu gehen. Anhand dem 16. März haben sie darüber ganz stark müssen verzichten an noch Haut, als ihnen noch nicht immer alles zugänglich von dem, was sie brauchen, für wirklich gut groß zu gehen. Es ist auch das permanent Aufweihen zwischen den Interessen von der Santé und den Interessen von den Kanner
Und ich denke, dass man in Zukunft nach Messi Player dann mehr differenziert muss für wirklich die Interessen von den Kanner zum Maximum können garantieren. Wir müssen aber auch den jungen Chance geben, das Lohn nachzuholen, was sie verpasst haben. Wir merken ganz stark, dass all jungen ernst, dass durch die Covid-Krise da durchgegangen. Also es gibt große Unterschiede, was die schulischen Fortschritte anbelangt, große Unterschiede, was den Lebensrhythmus anbelangt, große Unterschiede, was die Sozialkontakte anbelangt, große Unterschiede, was die Bewegung anbelangt, diese hatten an Hund an der dotter Zeit. Wir haben vielleicht auf der einen Seite die Momente genossen, daheim, an der Familie, mit den Kanner, wo man eine Relaxzeit hat, wo nicht den üblichen Zeitdruck hat, wo nicht den üblichen Taxisprogramm müssen machen, an den daran vor so durchgeplant war, dass ich nochmal spontan etwas konnte machen und ich einfach konnte hinsetzen, an der Roma schwätzen, a Rohen der genießen, a Rohapps mal spielen, a Rohapps planen, Zeit, die als DAX gefehlt hat. Mit den Jungen haben aber ganz viele andere Sachen gefehlt. Und das müssen wir nachholen, weil der Corona darf nicht zu einem dauerhaften Notdeel für als Kanner gehen, nicht schulisch, nicht sozial und psychologisch und auch nicht gesundheitlich. Und dafür haben wir eine ganze Reihe von Mesuren aufgestellt, die auch an der großen Vakanz und auch danach sollen anlaufen. Das ist so, dass ja, ab den 15. März an der Jahresbetreuung von den Kanner mal Stecknormalität zurückkriegen. An den Kirchen, an den Maison Relaisen. Das ist wichtig, dass Kanner nicht rauskommen, das ist wichtig, dass sie Freund sind, das ist wichtig, dass sie etwas erleben, das ist wichtig, dass sie etwas zusammen erholen, weil alles das war an den letzten Wochen am Ende so nicht möglich und dafür ist es gut, dass Kanner an die Kirche können gehen, dafür ist es gut, dass sie an die Maison Relais können gehen, über den Sommer, dafür ist es gut, dass wir eine ganze Reihe von Sommeraktivitäten wie Kolonien, Akan und so weiter nicht möglich konnten machen. Die Kirche wird da funktionieren ist normal auch mit normale Gruppen gereist ab dem 15. Juli natürlich nach mit Sicherheits- und Hygieneregeln, aber können alle Guten zusammen kommen. Maison Relais sind über den Sommer op Kolonien fanden statt an viel Träger hun ihre Programm an den letzten Wochen nach einkeier adaptiert, scouten den SNJ an einer Karitativassoziationen, wo wirklich geguckt und adaptierte Programm für Sommeraktivitäten können opstellen, den natürlich auch in einer Reihe von sanitären Regeln steht das Grundprinzip sowohl für die Maison Relais wie auch für all die anderen Sommeraktivitäten, auch Kolonien, auch Scouts, dass man an eng Gruppe 50 Kanner oder Jungen ze Summe sinn, dat man nach 10 Animateuren do dabei kennen hun, mit dat der Gruppe aufgeschlossen an innerhalb von dem Gruppe en eben eng gréstmeg Freiheit auch huet, dann net permanent op Distanz muss bleiben, respektive Mundschutz muss undehn. Dat erreicht als notwendig, wannnech einer Leiit, einer Mënschen, einer Kanner dobausen gesinn, aber geinen mat denen ze summen es machen, mir wannnech Aktivitäten am Gruppe machen, an denen 50 mat denen 10 Animateure rondem as dat net méigich denken, dat dat op der enger Seite für Sicherheit sorgt, dat den COVID-19 net iwwer die doten Aktivitäten weiter verbret kann, gehen op der anderen Seite, aber auch den pädagogischen Aktivitäten den edische Freiraum kann losen, für wirklich kann er auch dat ze bieden, wat ze verpasst hun. Dann haben wir ein Programm abgelöst, den heißt Prêt für Rentrée, wo wir alle Schüler aus dem Fundamental und aus dem Sekundär wollen Lehrunitäten zukommen lassen, thematische Dossien zukommen lassen an den Hauptfächer zu den essentiellen Materien an Kompetenzen, bis hin, dass wir da wirklich die Lehrunität fertig präpariert haben, dass wir de Korrigé mit dabei gehen, wo Schüler an Eltern dat auf der einen Seite autonom daheim können machen, mam Ziel 4 Sternenlakunen eben abzuholen, aber auch dafür zu sorgen, dass die Lakunen sich über die 2 Main-Großvakanzen noch weiter verdeihen, weil auch da, das ist ja auch wissenschaftlich belegt, dass die langen Vakanzen auch dazu feiern, dass den einen oder den anderen Schüler auch vielleicht einen schulischen Rückschritt hat.
Alles dat geht den 24. August online, an ass dummer dat zugänglich fir all Schüler aus dem Fundamental, de Sekundär, auch den Eltern, auch den Enseignants. Et war alles auch wichtig, dass man das nicht direkt aufhängen. Es war alles auch wichtig, dass man mal Vakanz machen. Es war alles auch wichtig, dass nur der Stresssituation, wo vielleicht nicht alltag an immer Schule war, aber kann er angespannt werden, sie aber nicht wusste, wie es weitergehen, dass man mal ein Stück Normalität an die große Vakanz herankriegen. Und dafür werden wir das Totenrecht 3 Wochen vor der Rentrée online setzen. Da schaffen wir aber auch einen ganz gezielten Offer und Schüler sowohl aus der Grundschule wie auch aus dem Lycée, die dabei Unterstützung brauchen, die also nicht daheim allein autonom oder mit ihren Eltern wollen oder können machen, aber die dabei eben eine gewisse Hilfe brauchen. Dafür schaffen wir eine Nachhilfe an den Schulen vom 29. August bis den 11. September, auch hier an der Grundschule wie auch am Lycée von Enseignants garantiert, respektive von Studenten, und das ganz als selbstverständlich, weil auch das glaube ich schon gefragt, gratis, so wie die öffentliche Schule gratis zu sein hat. Am Fundamental konzentrieren wir uns da natürlich auch nicht auf die essentiellen Kontinuen, die man auch eben an den Lehrunitäten, an den thematischen Dossiers für alle kann, vorbereitet haben. Das sind dann natürlich auch Sprachen und Mathematik, die da am Vordergrund stehen. Den Enseignant eigentlich werden an den nächsten Tag, an den letzten Tag von diesem Schuljahr, Schüler proposieren. Und wir werden gucken, dass die Inskription über den Enseignant laufen, weil ich denke, ein Enseignant kann gut jugieren an den letzten Tag, was für Schüler da wirklich auch für so eine Offer Gebrauch soll machen, für dass man sie prioritär auch können denen zukommen lassen, denen am Besonderen helfen. Das aber eine Nachhilfe, die nicht eine komplette Schultag wird ausmachen. Es sind 2 Stunden den Tag, sodass dann das für uns wichtig, auch alle Schüler auch an den 2 letzten Wochen von der Vakanz auch nach Großvakanz hört an all seinen anderen Aktivitäten dann kann frei nachgehen. Dafür ist so ausgelöst, dass man maximal oder mindestens 75% von den Schülerinnen und Schülern können profitieren, weil auch an der Regel nicht an engem Fach wird belehren, für da wirklich auch zu so Schüler sollen auch Schule sollen nicht gefehlen und dass Schule schon 2 Wochen echt umgegangen ist, sie sollen frei mit Lust dahin gehen. Das ist so organisiert, dass wir Enseignants gefragt haben, dass die Überstunden können zu assurieren, da haben wir gewisse Feedback gekriegt. Wir haben aber auch ganz viele Studenten, die sich schon gemeldet haben, für können zu helfen. Auf jeden Fall, und das will ich einfach klar sagen, und wird kein Enseignant, auch keine Charge de Cours forciert, die das dort zu machen, bleibt bei der großen Vakanz für jede Rede. Wir sind aber froh, dass wir schon an den letzten Tagen, wenn man ja einen Abruf gemacht, ein grosses Feedback gekriegt haben, und wir sind sicher, dass wir das dort für alle Schüler, die will davon profitieren, soll davon profitieren, auch dementsprechend assuriert kriegen. Am Sekundär konzentrieren wir uns auch mal auf Sprachen und auf Mathematik. Da sind natürlich dafür allem die 3 Sprachen, da kommt Englisch dabei. Und da ist es auch für alle Schüler. Da jugiert der Schüler, ob seine Aktivitäten, seine schulischen Aktivitäten echt daheim will bei sich machen, autonom, oder ob er von der Hilfe soll können Gebrauch machen. Noch haben wir einen Abruf gemacht und Enseignants, an Studenten, und noch können wir halt schon so, dass man das an allen Regionen vom Land jedenfalls werden anbieten. Hier ist es ja so, dass wir all Jahr schon eine gewisse Nachhilfe, ein Offer von Nachhilfe hatten für die Schülerinnen und Schüler, die nur Examen, wie man so haben, die davon Gebrauch können machen. Wir bauen das also dann auch noch ein breit aus. Auf mehr Plätze wird das angeboten, für das wir alle Schüler können abholen, denen selber das Gefühl hat, dass an denen Covid-Wochen nach noch etwas verpasst wird, an denen selber aus sich will schaffen, für fit zu sein für die nächste Rentrée. Aber auch nur der nächste Rentrée werden man muss gucken, dass man das, was den einen oder den anderen Schüler aus der Covid-Zeit matt geholt hat, dass man darunter müssen schaffen. Wir müssen als Zeit holen, für die Tage abzuschaffen. Man muss als Zeit noch für zurück zu gucken, auch wirklich auch nach einem Jahr das Schuljahr vielleicht richtig aufzuschließen an der einen oder an der anderen Matière. Aber wir müssen als Zeit holen, sowohl innerhalb von der Schulzeit wie auch außerhalb von der Schulzeit. Und dafür haben wir am Enseignement Fundamental décidéiert, dass wir als
beim Appui Pädagogik an den am ersten Trimester ganz stark auf die schulischen Retarden Werte konzentrieren, die durch die Covid-19 an die Woche, wo keine Schule waren, wo just offiziell Schule war, irgendwo über die Äner, die do entstanden sind. Und den Enseignant kann ja do dezidieren, weil hier gesagt an der Klasse, wen du wirklich eine Hilfe braucht. Und kann dann noch gucken, dem kann so individuell können zu helfen, für an den ersten Wochen, respektive an den 3 ersten Monaten von dem nächsten Schuljahr alles zu machen, für das ein stärnere Terren aber können abgeholt gehen. An dem wir an der Schule machen, an dem wir an der regulären Schulzeit machen, erreichen wir auch do bei all kann dann noch das als wichtig. Wir offeren diese fakultativ, da geht der Schüler hin oder melden die Eltern die Schüler an, wann sie das wollen. Hier ist es ganz klar so, dass der Enseignant, wann er bisschen beim Schüler gesagt, dass dann interveniert, und ich denke noch das als ein großes Stück plus Chancengerechtigkeit für alle Schüler, dass alle Schüler an den Genuss von der enger oder anderen oder auch von den kumulierten Erfahrenheit kann kommen. Wir werden aber auch am Enseignement fundamental Appui anbieten außerhalb von den Schulzeiten, das Dienstags und Donnerstags Mittags, respektive Samstags Morgens, den dann freiwillig als der bis Ende vom ersten Schuljahr an Hai haben wir die Enseignants encouragiert, die Überstunden zu assurieren. Und ich denke, dass wir auch Hai ein ganz flotte Programm können machen, für dass wir im Christjahr, im Jahreswechsel dahin, dass man da wirklich können sagen, wir haben all Erfahrung gemacht, dass alle Schüler irgendwann oder einmal die Covid-Periode kann vergessen, dass man normal an der Schule können einen normalen Rhythmus können weiterführen. Auch am Enseignement sekundär wird man nur der Rentrée mehr Erfahrung machen, für Appui uns zu bieten. Hier geben wir den Schulen einfach ein Plus und Appui-Stunden, diese Haut auch schon zu gut tun, an diese Haut auch schon verdelen an Appui-Programmen, 20% mehr Appui-Stunden bis Ende vom ersten Trimester. Und ich denke, dass wir da ein ganz flotte Programm auch können abgestaltet kriegen, die denen Schülerinnen und Schüler, die gefühlen, dass sie etwas verpasst haben oder wo ihr Enseignant gefühlen, dass etwas not zu schaffen ist, dass wir das können machen. Wir waren alle Guten enorm am Apprentissage à distance engagéiert und selbst auch am Apprentissage en Alternance. Und das ist an diesem Tag auch noch ganz stark auf die letzte Schule, die konzentriert gehen, für das zu vermitteln, was notwendig ist und was für drei nicht möglich wäre. Aber sind wir nicht immer bei allen Schülern beikommen, aber braucht man dafür auch die heutigen Möglichkeiten, für das auszugleichen. Über die Schulvakanz an am ersten Trimester vom nächsten Jahr. Ziel war ja immer ganz klar bleibt, dass kein Schüler soll durch Covid-Krisen dauerhafte Schuld davon drohen oder ernst das formuliert kann er an die Junker, die dürfen nicht zu den ersten Opfern von der Covid-Krise gehören. Do gehen zum vom ersten Tag gesteigert, das werden wir weiterhin machen. Da gibt es natürlich nach eng Reihe von Sorgen, die wir haben. Eine andere Situation auch Arbeitsmarkt. Ein Arbeitsmarkt, den notgedrungen Bruch leidet, weil wir große Unsicherheiten haben, was die ökonomische Entwicklung vom Land, von Europa, von der Welt anbelangt. Ein Arbeitsmarkt, wo sowieso schon ganz tags für allem ob Leute gebaut gehen, als die Berufserfahrung haben, wie ob Schulaufgänger, wo sowieso schon ganz tags die Jungen die Schwächsten wären, weil sie rechtlich am meisten protegiert sind, weil sie die sind, die erst einmal ein CDD am Anfang kriegen, also einen befristeten Vertrag kriegen, eher sie wirklich fest Perspektiven kriegen. Aber wir machen uns natürlich Sorgen, wenn die Jungen Diplome gekriegt haben, und schon da ob der ein oder andere Diplomüberreichung auch schon ganz klar auch so angeschwert, wir machen uns Sorgen, ob sie mit dem Diplom direkten Schritt an Berufsleben werden packen. Und dafür ist es wichtig, dass wir hier eine Reihe von Mesuren geholt haben, weil das Risiko besteht, dass eine Corona-Generation hier ist, die eine verlorene Generation riskiert zu gehen. Und das wird die Regierung auf vielen Niveaus festgehalten, unter anderem auch an der Tripartite, und das wird vor allem den Arbeitsminister Dan Kersch auch gestern angekündigt, was wir am Bereich von der Education machen, am Bereich von Apprentissage machen, soll ja ein geballtes Programm sein, für den Jungen Perspektiven zu bieten, auch an der Corona-Krise, auch an der Suite von der Corona-Krise. Ein wichtiger Pilier von dem Programm ist den Abruf eigentlich nach Informationen drin zu hängen. Wir wissen,
dat sowieso schon lang vor der Corona-Krise mit en hegen Aufschluss besser Chancen Arbeitsmarkt garantiiert hun. A grad lo denkennech as der wert sich zivaluieren, ob en direkt probiert der Benerbeschmerz zu kommen, dem wahrscheinlich kein Platz für ihn hört, oder ob er nicht aber nach probiert Information run sein. Wann er sein DRP aufgeschlossen wird, ob es nicht besser als sein Techniker zu machen. Wenn er sein Techniker an der Tasche sein Premier lo gepackt wird, ob es nicht besser als ein BTS oder ein Studium anzufangen. Ich denke, dass er wirklich da wäre, das darüber nachzudenken, 2 Jahre mehr lang an eine Formation zu gehen, wie vielleicht 1 Jahr, ob der sich zu sind, noch enger erbig. Und dafür haben wir die Schulen, erwarten wir die Schulen mehr Moyen gehen, für mehr der dort der Klasse können abzumachen, für mehr Schüler können an die Formationen heranzuholen. Und wir werden an den nächsten Wochen auch nach über die Großvakanz auch ganz aktiv Promotion machen für falsche Formationen, für jeden zu sagen, du hast auch eine Chance an den Platz als auch hier an der Schule, aber wir können dich besser fit machen für Zeit no Corona, no der Corona-Krise, wie wenn du vielleicht direkt auf den Arbeitsmarkt gehst. Ein anderes wichtiges Element, das betrifft Formation professionell, weil wir gemerkt haben, dass wir auf den 1. Juli geguckt, just 70% von den Lehrplätzen gemeldet wurden, die wir letztes Jahr, also 2019, auf den 1. Juli gemeldet wurden. Und da riskieren wir, dass wir ganz viele Junker haben, die 9. gepackt haben, die auch vielleicht hier Moyennen haben, an die Noten haben, für an Informationen heranzugehen, die sich vorgestellt hatten, mit dass es keinen Lehrplatz gibt. Wir dürfen hier, wir müssen alles zusammen machen, sowohl an der Schule wie auch an den Entreprisen, dass wir die Jungen nicht fallen lassen, dass wir sie nicht dekrochieren, dass sie uns nicht, die für hier Ausbildung zuständig sind, ganz schnell direkt drehen, und dass sie sich isolieren an Bemol in den Kategorien von den sogenannten Needs fallen, das heißt, die nicht an einer Formation sind, nicht an einem Programm dran sind und auch nicht an einem Job dran sind. Dafür haben wir proposiert als Regierung für ein Prim den Entreprisen zu gehen, für die Lehrplätze, die sie Avalo schaffen. Ein Prim, die auch variiert ist, nämlich, dass von den Mai dass den Mai kriegt, von den zum Beispiel einen Apprenti hält, der seinen Lehrplatz verloren hat. Weil auch das ist ein Phänomen, das wir feststellen, dass es Entreprisen gibt, die ab müssen haben, die nicht gepackt haben an der Covid-Krise, an die Herren Apprenti, die wir da natürlich auch nicht konnten halten, an diese Informationen nicht konnten benennen bringen, an das ist als echt Priorität, für die möglichst schnell nächst an eine Formation heranzukriegen, an ein Apprentissage heranzukriegen, für die Lehrer können aufzuschließen. Und da ist es dann noch der nächste Monat, den ich kriegen bis zu 2.500 Euro ehemalig Prim als Entreprise, wenn ich so einen Apprenti abhole. Wir haben auch gesagt, wir wollen nicht staffeln, mehr Primen zu gehen für die Entreprisen, die auch mehr Postapprentissage abmachen, das Jahr wie in der Vergangenheit. Weil auch da denke ich als ein wichtiges Signal, dass wir die Jungen nicht fallen lassen, ein wichtiges Signal, aber auch, dass wir uns auf Zeit nur der Krise präparieren. Weil das Schlimmste wäre ja, dass wir ökonomisch aus der Krise herauskommen, an Fachkräfte fehlen, für die Arbeit zu überholen, die dann da sind. Wir müssen uns unbedingt nach erinnern, wie die Situation für 6 Monate war, wo alle Entreprisen, wo alle Sektor zu Lützeburg geschaut wird, nur gute Leute geschaut wird, nur gut formiert und ausgebildete Leute geschaut wird. Aber wir hoffen alle gut, wir müssen alle gut darüber schaffen, dass wir an diese Situation mäßig schnell zurückkommen. Und dafür müssen wir heute alle Erfahrungen machen, für möglichst viel Jungen eine Perspektive zu geben, auch über die Berufsausbildung, über den Apprentissage. Insgesamt variieren die Primen hier, was ehemalig Primen sind, für die Entreprisen zwischen 1.500 und 2.500 Euro, nur den Kriterien, die ich schon gerade erklärt habe. Wenn es aber auch so ist, dass man nicht alle Jungen an den Apprentissage rankriegen, den das will machen, an die Entreprisen rankriegen, ganz klar, das ist als Priorität, dann werden sie immer und müssen auch an dieser prekären Situation sein. Da werden wir an den Lyceen, an den Centres de Formation kontinuieren, aber auch Klassen abmachen, für eben den Schülern weiter eine Perspektive an der Schule zu gehen. Klasse à plein temps, den Apprentissage à plein temps, anbieten
an der Schule, wo sowohl de schulische Wolle vun der Schule erfreiert gëtt, wéi awo de Betriebswolle vun der Schule kann erfreiert gin, an den Atelieren an ganz viel Lyceen, die se stark spezialisiert tun op Formation professionell, die schaffen do hunner gucken, do Proposen machen. Et wird also so sinn, dat man hai auch wirklich gucken als Staat an als Bildungssystem nach méi stark am Apprentissage zu engagieren. Es wird aber auch so sein, dass man Jungen auch andere Programme anbieten, was nicht direkt den Apprentissage ist, aber wo die Präparation auf den Apprentissage geht. Programme, die man am Laufe der letzten Jahren entwickelt haben, die denken aber besonders wichtig gehen, wie zum Beispiel Fit for Wet, wo doch darum geht, Sozialkompetenzen bei einem Jungen zu stärken, fit zu machen, für no Postapprentissage auch bei einem Patron können zu finden und dann do seine Ausbildung können zu machen, den Sprung an die Lehre eigentlich können zu encouragieren, an do richten Trampolin zur Verfügung zu stellen, wo alle Jungen sich fit kann machen, für no an die Lehre heranzukommen. Ihr wisst, dass dort sind Proposen, die Regierung letzte Freitag auch der Tripartit, also der Sozialpartner in der Breite, die do hier Zustimmung fand, hun, die man meist schnell natürlich auch zu summen an der Konzertation Heimat der Berufskummeren werden umsetzen. Ich bin aber auch froh, dass Tripartit den Blick schon mal weit gereicht hat. Dann dafür schaffen wir ja auch Skills durch, für wirklich zu gucken, auf was für Bereiche wir die Leute müssen das formieren, für wirklich zu gucken, was für Kompetenzen das Haut gebraucht geht, für wirklich zu gucken, wo sind die Transition-Technologien, die werden auch hier Auswirkungen haben auf die Berufswelt, auf den Arbeitsmarkt, aber auch auf die Realität an den Entreprisen werden haben, wo wir mit Programmen von Ausbildung und noch mit Programmen von Weiterbildung ganz stark müssen darauf reagieren. Ich meine, auch da muss man die Krise nutzen. Auch da muss man gucken, dass man das Land nicht zurück an die Situation feiern, wo wir vor der Krise waren, mit Land da hinbringen, wo wir an Zukunft müssen hinkommen. Und dann sind es natürlich Themenbereiche wie Digitalisierung, da sind es Themenbereiche wie die Energiewende, da sind es Themenbereiche wie Nachhaltigkeit. An denen Berufe werden auf der einen Seite wegfallen, wo auch neue Berufe werden entstehen, wo neue an einer Kompetenzen werden gebraucht gehen, wie an der Vergangenheit. Das ist eine Diskussion, ob die Fremreise, die werden wir in der nächsten Woche mit den Sozialpartnern feiern, rund dem Skills durch, für eben zu gucken, dass wir gerade an Zukunft investieren, auch mit Aus- und Weiterbildung, an eben nicht nur an die Vergangenheit. Und so wie kein Schüler derwen Nodeel hunne so derf man die Junke Loha net vergessen, die Jung waren net, déi solidarisch waren mat all denen vulnerable Matmënschen, an dat se Lo und Eis fir solidarisch mat den Jonken ze sinn fir sie net henken ze los, nach fir hinnen Perspektiven ze biede fir egen Zukunft können ze bauen. An do fir werdech mech voll engagieren, dafür werd Regierung sech voll engagieren, an sie froh, dat dat auch an der Tripartit als eich Priorität zurückgehalen gehen ass an et werd sicherlich auch meng Priorität an Priorität vom Bildungsminister an den nächsten Mainint sinn. So wenn mir Schüler iwwer die letzten Mainint unterstützt hunne, so könne man auch lo die Jung unterstützen, fir dat Corona konkret Zukunftsperspektive, aber auch für sie nach immer méiglech mëcht. Dat muss man all ze summen machen, dat muss man so machen, wie man die letzte Mainint ze summen stungen. Und dafür will ich nach einkeier jidregem Merci soen für die Zusammenarbeit an denen schwierige Momente hatte, wo man schwierige Decisionen müssen holen, wo man alle guten enorm müssen engagieren. Ich will aber einke eng Dave Unerkennung ausdrücken für den Engagement der jidreen op senger Platz hai op eng exemplarisch manier gewissen huet mir hunn alle guten zur Summe gewisse Wert an als Stöch an zu sagt man fähig sind an schwer froh, wenn man dat an den nächsten Main dann bis zum Ende von der Corona-Krise zumindest könnten es so behalen. Wir haben an schwierigen Zeiten agiert, reagiert, schnell agiert, wir haben ohne Referenzen agiert. Wir hatten alle gute Mollen mulmisch Gefühl am Bauch und das hat nicht nur der Respekt für das Engagement von dem Einzelnen, von den Eltern, den Enseignern und den Schülern. Wir werden mich auch tief berührt, dass das Vertrauen wird, alle guten Doktoren, die Eltern, die Enseignern und Schüler
an all Schritt auch von dem Dekonfinement do als entgéint bruecht huet. An lo will ich aber auch schiderengem eng erholsam Vakanz wünschen. Ich denke, wir haben sie mehr verdient wie je. Aber auch da sollen wir dabei aufpassen, wir sollen auf den anderen aufpassen, wir sollen gesund bleiben, wir sollen Reserven abholen, für auf die vielen können sie agieren und zu reagieren, die am Hirsch dabei werden. Wir wissen, dass wir nach einer Zeit mit Covid-19 müssen leben. Wir wissen, dass wir da im richtigen Weg sind. Aber wir wissen, dass wir für allem nach gut müssen aufpassen. Wir zusammen sind wir schon ganz weit Stück von dem Weg gegangen. Aber nach sind wir nicht ganz Ziel. Wir denken, das kriegen wir auch nach hin. Die Damen und Herren, geht es dazu eigentlich froh? Ja. Erik Tageblatt. Den Direktor von der Santino sind Rezeptoren bei Jugendlöcher für den Coronavirus ab dem Alter von 14 Jahren komplett ausgebildet. Demnach können sich Jugendlöcher ab dem Alter sich genauso ausstechen wie Erwachsene. Das entspricht ja auch dem Alter von den meisten Schülern am Sekundär. Die Frage ist dann, wieso sind dann Sicherheitsmaßnahmen so, dass kein Unterschied zwischen Kanner am Primär am Jugendlöcher am Sekundär gemacht gehen. Ich denke, du ein Splitting, den abgehoben Gymnas, keine Maskepflicht am Klassensaal und so weiter. Ich verstehe die Frage, die erstmal DAX gestaltet gehen. Und ich meine, wir müssen einen breiten Blick auf die Thematik haben. Sicherlich ist froh, wie kann ich den Virus kreieren, wie mein Körper in einem gewissen Alter rezeptiv ist für den Virus. Froh auch, wie mein Körper in einem gewissen Alter den Virus kann weitergehen, dass sie froh und die stärker interessieren. Wir wissen aber auch, dass das nicht an allen Situationen selbst dann auch geschieht. Das auf der einen Seite eine Frage von Biologie und das auf der anderen Seite eine Frage auch von sozialem Verhalten. Wir wissen zum Beispiel mittlerweile, das wussten wir alles nicht für eine Reihe von Main, dass auch wenn wir von einem Reproduktionsfaktor von 1 schwätzen, dass das nicht muss heißen, dass ein Infizierten auch und ein et weitergeht. Das ist ein Moyen. Aber dass es echt so ist, dass wir Situationen haben, wo vielleicht von 10 Infizierten 8 gut kein andere nur stierchen, an 2 stierchen Alkeiers 5 wohnen. Oder den 4 an den anderen 6 oder den 2 an den anderen der 8. Das heißt, das zum Teil eng froh von der Biologie, ab wenig as der Körper so, dass der Tote geschieht, das kann geschehen, oder wie häufig das kann geschehen, da sind ich ganz damit d'accord. Mit das aber auch ganz stark eng froh vom Verhalten an. Der Fokus geht ja aber sowohl an der Diskussion heute zu Lützeburg wie auch an andere Länder momentan ganz stark auf Verhalten gelöst. An dürfen so wir holen auf der einen Seite sicherlich Körper, auch von einem jungen Mensch, den gewissen Dispositionen hört, aber mir lege ganz viel Wert an der Schule auf Verhalten. Ja, wir haben mit Großklassegrästen, ja, die Distanz, die man am Anfang pro Nähertour von 2 Meter als an der Klasse nicht immer zu halten, da das vor, aber ja, die Schule ist aber noch immer ganz organisiert. Die Schule hat noch immer seine Regeln. Das ist so, dass ich den Weg vom Haft an die Schule herangehen kriege. Das ist so, dass Klassen sich nicht kreuzen. Das ist so, dass ich da immer regelmäßig meine Hände wasche. Das ist so, dass ich an der Enceinte von der Schule, bis ich Stuhl sitzen an meinem Klassensaal, einen Mundschutz und den. Aber wir wissen ja auch, dass ganz viele Schülerinnen darüber hinaus auch unheile, respektive Schulen noch für sich dezidiert tun, dass sie Schritt mehr weit da wollen gehen. Und ich denke, die 2 Sachen, die müssen wir gucken. Ich will aber gerne zugeben, dass der Toten etwas ist, man muss es vivieren. Und ich denke, dass wir heute Chance haben, auch aufgrund von den Erfahrungen, die wir gemacht haben, an den Infektionen, die wir festgestellt haben, auch können analysieren, von wo kommen sie. Und da will ich denken, das wiederholen, was wir gesagt haben. Wir haben nicht eng Infektion bis können retracieren, wo klar ist, dass sie an der Schule geschieht ist. Nicht an der Grundschule, auch nicht an den Lyceen, auch nicht bei den Schülern von 16, 17, 18 Jahren. Da gibt es da 2 Fälle mit Fragezeichen, die ich ganz gerne zu. So eine Woche, wir haben nicht alle Informationen darüber und dafür denken, ich soll Covid-19 Taskforce von Research Luxemburg als du eine Analyse machen, an der wird die Summe auch vorlegen, die soll auch veröffentlicht gehen, da das nicht etwas wird
am Tierrang am Bildungsministerium soll verschwannen, mir dat ass etwas, was ich will, dat öffentlich ass an so enke dat wat ich auch schon gesot hun, wann sich herausstellt, dat man Infektionen an der Schule hun. Egal bei Wertfänger Alterskategorie, egal aéigen Schulen, werd man mussssen darüber reagieren, dann sind ich den Echten, den darüber reagiert, méi wann man awer méi wie gefiel hunn, an dat hunnech méi wie gefiel, dat man an der Schule sicher könne funktionieren, dat die Positivfälle, die bei Jungen optreten, net durch Schule optreten. Da das momentan méi Kenntnisstand, wann dat ass, da mensch kann man net op Bildung verzichten. Da könne man net op Halfklassen zurück goen, da können man net zu de Schüler so kunst als Beetwoch an Schul, weil ich denke mir fir runnner wocheieren, wat notwendig ass fir dere Tagen, die en Sterne sinn, an die Géfe jo nach Migros ginn, wat dann Konsequenzen wären. Sicherheet ja ganz klar mit den Interesse vun de Schüler an Recht op Bildung, denke ich, muss man auch opwo lehen. Okay. Ich hätte eng weiter froh die lacht zur Schulwochen gëlle jo sech als Test fir Rentre am September hat fir noch gesot können da schon sege Fazit lozeier wat am September Punkto Sicherheet kenint beibehale gin oder wat geändert mist gin. Mengen dat ze frei ass fir aufschlesend darüber ze antworten. Mir sinn am Gangen do zu analyseieren. Ich habe jo selber gesot, dat ich gerne eng wissenschaftliche Analyse auch vun den Donnneen her dann do Rekommandationune werden, dat so iwwer Modellisationune geschwert gin, die werden auch frisch gemacht gin opgrund vun den Erfahrungen aus diesen 2 Wochen. Da muss ich auch wissen, wenn man dat will eestullen die Erfahrungen aus den 2 Wochen muss man mans bis dem 23. 25. Juli werden fir och wann eng Infektion nach den 15. stattfand huet, fir dat de kann detekteiert gi, fir dat man dat och nach kënne mat analyseiere, sodat der toten Eischchte Besatzwert mat August ungefähr werd 4 leiien. Mir sinn aber schon am Gangen an der nächsten Diskussion noch gewicht mat der Direktion de la Santé an der Inspektion sanitär fir ze kucke, wat eng Moosnamen an der Rentrée kënnen gëllen. Dir kennt meng Präferenz, dats meng Aufgabe fir dat den Schüler so viel wie méich vu Schul können profitieren. Op der anderen Seite hun ja volles Verständnis natürlich für sowohl die gesundheitlich wie auch die sanitär an die epidemiologische Überlegungen, da das ganz klar vu Menschen der probiert zu hëllefen, wo man können hëllefen. Ich will auch so, dass man kann feststellen, dat man méie variierten Modellwerten hunn, wenn man awer heimmerken an fir run Zllen genannt, dat man an einzelne Schulen positiv Fäll detekteiert tun, wo kann er dann positiv wären oder sinn, an andere Schulen net. Also ich meine, auch dat soll eng Evaluierung vielleicht sinn, fir dann zu hun einen unterschiedlichen Niveau vun mesureuren je no dem wéi Situation an enger Schule, an enger Lokalität, an enger Region auch ass Medat sinn, awer Sachen déi muss als lobessen Chance gin ze analyseieren an dann och ze desideieren. Okay, merci. Merci. Guten Morgen, Raphael Dickes für RTL. Ich hatte mal als echt froh, was die Schulen angeht von der Liste. Da haben wir ja hören, da gibt es Quarantäne, Tageblatt hat heute einen Artikel, wo gesagt wird, es gibt ganz unterschiedlich mit der Umgang, was Kommunikation angeht. Gibt es da vom Edukationsministerium irgendwie Konsignen, welche ob die Schulen sollen kommunizieren, wie sie da sollen vorgehen? Nee, eigentlich nicht, weil Quarantänen auszuschwätzen, gerade so wie positiv hell Matzedeelen, wat Zwitten davon sind, das nicht als Kompetenz, das Kompetenz von der Santé, Kompetenz von der Direktion de la Santé, von der Inspektion sanitär. An dem Sinn sind mir eigentlich natürlich interessiert in alle Informationen, die wir haben. Wir wollen wissen, wer an unseren Schulen geschieht. Wir wollen wissen, wer an unseren Schulen lasst. Das tut im Fall von Quarantäne natürlich direkte Reperkussionen auf die Organisation, auch von der Schule. An dem Sinn wollen wir da Bescheid wissen. Wir sind nicht die Regeln für Kommunikation da festlegen. Wen etwas darf, wen nie zu wem so. Ich muss auch so, dass ich refusieren, dass das die Agenten von der Education nationale machen. Wir
en ganz gut Summen erbecht, do mat de Gesundheitsinstanzen, mit der wir zu enger Vermischung von den Aufgaben kommen kann net sinn, dat den Enseignant bemol do obligéiert gëtt d'Eltern unzurufen, wann kann Quarantän sind. Das d'Aufgabe von der Inspektion sanitär, dat das ganz klar an mir net Kompetenz fir dat richtig zu erklären, net Kompetenz fir dat ze desideieren. Schenkt awer so wie wann och deel was Profen net beschéet weiste, wann du leider Quarantän sinn oder Klasse nach Quarantän, dat net ganz klar kommunikéiert, gët einfach bannende Scholen, wat jawer auch grad fir Opregung suge wann. Du sinn ganz mat déich d'accord, mir hat noch gëcht an eng Reunion mat der Santé fir iwwer die Kommunikationen Äm do ze schwätzen an ze gucken, dat man dat streamlinen, dat net so man Leiit dem Terrain beschéet wëssen an d'Informaoun schon an alle Richtungen ergangen ass eier zum Beispiel ein direkter beschéet wees. Da das net glücklich. Der Fall hatte mal ich kunnne bestreiten an den letzten Wochen, aber wäre schon froh, wann man méi geordnet Informationen iwwer Strukture vun der Education national géfe kreien. Da können man mengg méi klar auch kommunizieren Terrain, dann entsteht auch ganz verständlich aus wat lo Sternen aus Panik, also dann entsteht auch manner Panik aus Situationen. Fir so drisseg Infektionen an der Grundschule im Moment, drisseg am Sekundär, also das fix aktiv Infektionen oder der Zeit darum? Dat sind aktiv, ja, das net kumuléiert vom Umfang von der Krise und dat sind lo aktiv Infektionen. Ich enker so, das de kennt nicht stand mir hunn. Mir man all ofwen den Tour an alles Direktionen, also wat wis dir? Und da seht jeweils direkter Eis mehr hat Haut den Telefon an dat kann oder de Klasse, aber dat das der Stand vun gestroven, den ich schrei mat gedeelt und de kann Haut schon ernst das sinn und schles wo net aus. Und dat seht, dat man sech sto nach Kommunikation noch intern muss verbessern tschen de Santéinstanzen an der Education schlese net aus, dat het nief den Drsch am fundamental an Drsch am sekundär doch ne andere gëtt. Ich kein Kenntnis davon. Wie hast du mat den Infektionen an de Krächen? Wir hatten do Fall, soweit ich weiß, wie ich mich erinnere, an du ass, weil dat eng relativ kleinkräch war, wo kann er net unbedingt getrennt konnte gehen, als der auch ganz Quarantän gesetzt. Fall Kant oder Fall Kant. Okay. Nee, professionellen. Ne. Da haben am Saal so oder so genickt, also nein, war professionellen. Ne. Lo rückblickend, Dir als Edukationsminister, da se viel Dr gelehnt, dass Schüler auch nach die Lastwoche konnten an Schulgo für alles opzuschaffen, wat méiglech war. Van der Lo Matrikül guckt, werd net vielleicht besser gewircht, och Junker iwwer 13 bis 16 vielleicht denen Mechkeet ze ginn, das d'altre fleicht deelweise mans Congé pour raison familial geholl hat, fir trotzdem se bëssen ze kadréieren. Zur Woche waren Anfang gut gedurcht vu Lockdown, der das mengglech machbar auch fir Junker vu 14, 15 Joer méi do no 8 Wochen doheem wann d'Älteren Vollzeit schaffen, so ein Homeschooling an lang machen, dat meestren, dat sinn awer oft nach Kanner einfach. Dat net awerflecht Fehler gewicht du net bësselsche méi ze hëllefen an wie die kann er auch besser op nächste Joer 4 zu breden. Also ich denke, dat en vun dieser Krise muss natürlich auch alles enker kritisch geguckt ginn an dann gëtt bestimmt dat einer der da hat, weil normal ernst das gemacht hat. Ich will aber do soen wie bei vielem ernst das Partei mesuren an Platz gesagt gin ass vun der Regierung, wo man gucken, wie am Ausland ass, wo ich kaum Urrecht op so hëllefen hat, respektiv am Fall vun segem Congé en awer guten Deel och vu segem Revenuet missen verzichten als finanzielle Gründe der Dax net kon hoelen. Also mir hunn awer e Loregelle vum Congé pour raison familial gehät, déi tëschen dem März an lo dem 15. Juli gegolt hunn, natierlech just bis 13 Joer, die waren awer schon ganz generéis. Dat wëlech awer enker erstreichen. Mit dat in dat alles ernst das och ka gesinn, an het könne Mächer wëlech net ofstreien, dat enker sollt analyséiert ginn am Reckschritt mit Regierung huet haie Maximum gemach fir de Familien können entgéint ze kommen am Fall, wo wirklich keg einer Lesung dower fir kann. Dat streit kin of mit der sewer eng froh, diese Schwikle stel wann den Opbildung port op Tracht Opbildung an op een Enkadrement is stimmt, dat den awer och vu Jonken déi ewe weil so lang waren vu meus bisowes op engem iPad und so weiter, wost doch als älteren Mensch du sind Eltern noch net unbedingt können net viel machen in dem Moment.
dat ass e Phänomen an Schmengen kann der Doktore so engem dat viel Junker op zum enkadréiert waren der siwer vun den Eltern oder net, dat ze ihre Lebensrhythmus verloren hunn. Lo net unbedingt, wann se nach bis 2 Nuz flimmeren, dann ass dat net unbedingt eng froh, man dat net evitéiert man kangé pour raison familial, mir auch dat as eng Realität gewecht. Ze hunn ihre Lebensrhythmus verloren, weil se natierlech moies net unbedingt Erdauer an der Schule missen stoen an och net Erdauer dann hirem Pult oder Kichen dech sozen fir duenke mat léieren. Dat ass wo an dat sinn die Negativkonsequenzen, déi och sechlech irgend van enker ze thematiseiere sinn an wofir ech soen. Man muss ha permanent ofweien, op der enger Seite gucke, wat man Gesundheit vun den Junen, Prävention könne man. Der anderen Seite wie man de Virus weiter im Griff behalen, aber auch wat ass de Preis den zum Beispiel die Jungen bezuelt hun. Für dat man dat konnte man an ent ginint der dann auch immer im auffallen. Sind an der Etude fir gesinn? Et gëtt Etyden, die de Liser och mëcht, die wat psychologische Auswirkungen, wo och de Fokus mal op Kanner dra gerieicht ass an Mengen, dat auch international ganz vieles an die dote Richtung geht. Mir kein Einzelfall, do si immer schon gespernt darüber. Ich denke, dat fir alles, sowohl wie man darauf reagiert tun, wie auch wat mischt eng Situation vun engem Lockdown mat enger Gesellschaft. Dat man dat och nur natürlich wissenschaftlich muss opbereden an als Konklusionen noch zeien, net unbedingt sehe ich für an Zukunft bei so Situationen ernst das zu reagieren. Ich hoffe, dass der Total nicht regelmäßig vier können, auf jeden Fall nicht an der Gravität. Ich meine, dass das viel aussieht über Menschen, über die Gesellschaft, immer zu Summe leben, wäre das wichtig ist. Wenn wir den Skills durchkommen, wie sehr Plan da dafür zu kommen, wie sehr sollen die Lehrenden wirklich an der Schule können umgesetzt gehen? Also ich meine, dass sowohl bei unserem Ministerium eine ganze Reihe von Evaluierungen schon gibt, an die dorten Richtung auch beim Herrn Kerger, am Ministère du Travail et de l'Emploi, Evaluierungen durchgehen aus dem Regierungsprogramm, gibt es auch eine ganze Reihe von ganz interessanten Pisten an dem dorten Domain. An wann ich echt Gespräche mal hat auch mit den Sozialpartnern denken ich, dass man da relativ schnell als ob pure Sachen noch können eins machen, die lo besonders wichtig sind. Wir fangen noch nicht bei null an. Ja, so eine Ausbildung, Grundausbildung und Weiterbildung muss man eigentlich an die Visier holen. Für Weiterbildung Humorinstrumente, für die zu favorisieren, für sie bei den Leuten zu bringen, für sie möglich zu machen, vom Finanziellen her, von der Zeit her, Humorinstrumente. Wir müssen einfach gucken, bauen wir op déi, schärfen wir déi, zibléieren wir déi oder muss man etwas dabei machen. An déi Diskussionen denken soll man lo schnell feieren und denken, do werd net groß Vakanze fir jiin. Dat werd als alle gute Lo iwwer die nächsten 2 Monate auch muss beschäftigen an dann natürlich auch aus der Startblick rauskommen, weil man wirklich auch Krise nach wollen nutzen, an den Après-Krise wollen nutzen, für besser hin oder zu stehen. Auch Herbesmarché besser dort zu stehen, bei den Skills besser dort zu stehen, für den Entreprise Fachleute können zur Verfügung zu stellen, für die Relance zu präparieren. Da kann das nicht sein, wo man nur 2 Jahre an Diskussionen als regelmäßig fanden. Aber da muss es etwas sein, wo man spätestens am Hirschen jemand Cap können machen. Just noch paar Präzisionen zum Appui am Fundamental. Wie soll das genau ausgesehen? Hast du an allgemein effektiv am Fundamental 4 gesehen, Klasse 4 Klasse? Wie plant das? Ja, wir haben eine gewisse Zahl von Schülern pro Klasse fixiert, wo man so den Enseignant sich pro Fach eng Reihe von Schüler heraus, schwätzt der Lo dëssen Deeg mat den Eltern auch auf, ob die Schüler dann an der doter Zeit disponibel sind, sie wollen davon profitieren, so Richtlin als einfach für nicht wirklich schon 2 Wochen voll Schulzeit quasi zu hun eier Schul richtig unfängt. Ja, wie wir leben, Sto von Moes 8 bis 12 wie immer Schulen, da sind spannend demselben Rhythmus wie lo momentan NRW, dat wollte man jo net. An do geht darum, die Plätze gut abzufüllen, die man do geschaffen haben. Und ich denke schon, dass man das für alle Schüler, die will, an den Böswang hört, dass man da auch eine Möglichkeit werden haben. Und da werden die pro Cycle dann auch respektiv pro Klasse, je nachdem wie groß die Schule auch ist, regruppiert gehen und dann von einem Enseignant oder einem Studenten begleitet gehen.
Dat wat gemerket, dat basiert sich aber auch op die Lehrunitäten an op die Projekten, die man ausgeschafft hun, die jiderem zugänglich sind. Das ist, du können Eltern einfach so fir Mathe hun vielleicht lever geht du hin, du verstehst nicht so viel davon, du den dat Mathe guckt, aber für Deutsch oder Französisch, dat man ich selber mat Menge Schüler aus dem Fundamental, mat Menge Kanner, die am Fundamental sind, da finde ich mich alles, da können man dat autonom machen. Das also auch nicht nimmen so, dass man ein Propos haben für Purschüler, man wirklich ein Propos für Schülerin. Jeder kann das daheim autonom machen, jeder kann, wenn nicht braucht, auch auf eine Hilfe mal punktuell zurückgreifen. Merci. Schrift. Nee, dann so ich vielmals merci für Ihren Interesse. Und, ich will einfach das wiederholen, was ich für gesagt habe, eine schöne Vakanz für die, wo dann aber löser löst, im Moment können dem Reis, auf dem Reis lang gefreut. Vielmals merci.